Die Erde dreht sich um die Sonne geht im Westen unter, im Westen satteln Cowboys Pferde und ich gehe in den Keller runter. Dort steht mein neues Fahrrad, es ist geil wie eine Stute, ich pump Luft in seine Schläuche schnell, weil ich mich spute. Echtes Tempo, echte Freiheit hast du nur mit einem Fahrrad. Die Stadt ist ein Western, du musst hier sehr schnell ziehen. Aber willst du überleben, dann vergiss Verkehrsgesetze. Ich bin ein Cowboy, ich bin Radfahrer in Wien. Noch nie die Kurgasse hinunter, das ist meine Prärie. Mit meiner engen Hose bin ich super fesch, geb um die Zigarette im iPod Johnny Cash. Wenn die Autos schauen, dann ziehe ich vorbei. Echte Cowboys schlagen sich durch, das steht doch schon bei kaum bei. Echtes Tempo, echte Freiheit hast du nur mit einem Fahrrad. Die Stadt ist ein Western und du musst hier sehr schnell ziehen. Aber willst du überleben, dann vergiss Verkehrsgesetze. Ich bin ein Cowboy, ich bin Radfahrer in Wien. Hey du Wiener Häuptling, ich muss dir was erzählen. Die meisten Fahrradwege sind schlecht oder sind fehl. Drum fahr ich gegen die Einfahrt, sonst komm ich niemals an. Und eine rote Ampel weiß, was ich die kann. Denn der 48a den Weg versperrt ist knapp. Er ist ein fetter Büffel, doch Büffel schieß ich ab. Es ist ein korrekte Fahrt, das nur mit einem Fahrrad. Die Stadt ist ein Western, du musst hier sehr schnell ziehen. Aber willst du überleben, dann vergiss Verkehrsgesetze. Ich bin ein Cowboy, ich bin Radfahrer in Wien. Zeit des Lernens vieler Beschäftigung mit dem Thema Lebensraum. Ich habe schon gesagt, also, muss man überall hinfahren. Also, was die vielleicht Sie fragen, wohin führte Sie Ihre letzte Reise? Das muss man ein bisschen konkreter machen. Ja, die letzte habe ich gesagt. Das ist ja Costa Rica, Panama und was noch? Guatemala, die letzte. Das war so allgemein. Also, nehmen wir Costa Rica. Ja, dann haben wir einen anderen auch noch. Ernst zum Beispiel, wo warst du das letzte? Deutschland! Super Beispiel, super Beispiel. So, dann können wir sich das super anschauen. Okay, Costa Rica, Panama, Guatemala und Deutschland. So, jetzt machen wir eine Gruppenübung, überlegen wir mal kurz, wer hat das Gefühl, Deutschland ist mehr fahr als wie Costa Rica? Merkt ihr das? Nein. Es ist nicht egal von der gesellschaftlichen Anerkennung, wo du hinfährst. Ne? Das nennt man in der Wissenschaft die Verlaufskurve der sozialen Reiseanerkennung. Jetzt ist die Verlaufskurve der sozialen Reiseanerkennung, die kann man ganz leicht berechnen. Ne? Man kann sagen, okay, Deutschland ist nicht, ne? Und dann
Also vielleicht kennen Sie die Situation, man sitzt im Kreis der Familie beisammen, irgendwer sagt, man fährt sich auf Urlaub hin, die Residenz hat mir von nach Murau, die Schwiegereltern fahren nach Italien, wenn Sie dann sagen können, ich fahre nach Costa Rica. Merken Sie das? Und das ist immer die Verlaufsgruppe der sozialen Murau, gell? Und dann, da geht es auf, Verlaufsgruppe der sozialen Reiseanerkennung. Ja, zeichnen wir es kurz auf. Okay. Nur ganz kurz die Entscheidung. Also 3 Bier weniger am Tag sind 10 Fahrräder für den Bosco-Schwestern im Kongo. Also ich glaube, eine ganz konkrete Möglichkeit, wie man... Nein, Entschuldigung, war nur kurz dazwischen. Wenn man die Verlaufskur sozialen Reiseanerkennung sind 2 Faktoren, betrifft die Volontäre und Volontäre. Ich glaube, ich muss härter. 2 Faktoren Verlaufskurve, auf der einen Seite haben wir den Faktor Exotik, ja, schreibe ich hier Ex. Auf der anderen Seite noch aus dem Faktor Entfernung, ja. So, nicht also, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Also Murau wäre da, nicht weit weg, nicht sehr exotisch. Deutschland, ein bisschen weiter weg, ein bisschen exotischer. Ja, das ist das, nicht? Und dann geht es da auf die Kurven Costa Rica, gell, so da. Und da geht es dann so, ne? Stellt sich die Frage, wie berechnet man die Kurve? 3 Fragen. Erstens, wer fährt weiter weg? Zweitens, wer bringt mehr Fotos von Ureinwohnern nach Hause? Und drittens, wer braucht die meisten Impfungen? Ja. Stellt sich die Frage, kann man so ein Reiseziel wie Costa Rica zum Beispiel noch docken? Antwort ja, durch ein Reiseziel, wo bestimmt keine anderen Touristen hinfahren. Weil das, was Touristen überhaupt nicht leiden können, sind andere Touristen. Und drum, also wo man bestimmt keine anderen Touristen trifft, ist zum Beispiel das Ruhrgebiet. Ist deshalb wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Reiseziel des nächsten Jahrtausends. Am Anfang werden sich nur die Individualtouristen hinwagen, die Bergsteiger, bis dann wirklich Massentourismus einsetzt, wird es ein bisschen dauern, weil ich jetzt auch, das muss man jetzt auch erklären, weil wir wirklich da wissenschaftlich halten, ich habe gegen Massentourismus als solch überhaupt nichts. Eine Freundin von mir, die ist Reiseleiterin gewesen, die sagt, die Massentouristen sind im Prinzip total easy zum Handeln. Ja? Wir die Die wollen keine versteckten Plätze im Landesinneren kennenlernen. Ja? Verstopfen dadurch wird er geschlossen. Die interessieren sich für die Kultur dort null. Verderben die Einheimischen nicht mit dem westlichen Sinn. Der klassische Massentourist, ja, der bleibt im Hotel, der geht bald ins Meer. Ja? Und da durch das Wasser nicht drin ist. Ja? Der klassische Massentourist wird sich ganz sauwohl, wo es so schier ist. Mit dem Hotel, mit dem Bundesweg und allem. Aber dadurch ist auf eine gewisse Weise der perfekte Umweltschutz. Ja, weil er keine neuen Gebiete Touristen erschließt. Ja? Das sind die sogenannten Individualtouristen viel gefährlicher, weil die dorthin fahren, wo es bald schief sein wird, weil die dorthin fahren. Ja.